Also, wie stellst du jetzt da wieder her? Als wäre es so nur ein Flexer. DJ Angels Rodriguez. Yo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute sehr früh am Morgen. Ich sehe wahrscheinlich anders verschlafen aus. Wir haben 20 vor 4 Uhr. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Heute ist mit dem Angels Rodriguez. Sehr spannend, wenn ich finde. Wir zeigen euch, wie man einen 100% Job mit DJ und Familienvater unter einen Hut bringt oder halt eben vielleicht manchmal nicht. Lasst euch überraschen, ich würde sagen, ich gehe ihn jetzt mal abholen und dann schauen wir weiter. Peace! Totenstille da, he? Wir haben jetzt 4 Uhr und es sieht da alles ziemlich düster aus. Die einzige Wohnung mit Licht ist dort. Ich weiss nicht, ob er dort die Heime ist. Keine Ahnung. Wir warten jetzt da mal, er wird schon kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass er aufmacht. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass er aufmacht. Fucking hell. Der ist da, ich bin beim Tanzen, ich schwach. Du bist wach. Also, wo Um 4 Uhr. geht's jetzt? Wo? Jetzt geht's säckeln, schnell auf den Sportplatz zu Adliswil. Ja. Und dann Hey! 19 km, schau mal. Hey! Pa! Also wir sind jetzt hier im Sportplatz. Du bist da fleissig am Dehnen. Und wo gehen wir nachher? ja, dann gehen wir heim. Wir gehen duschen. Aber dann nehme ich euch nicht mit. Essen. Und nachher gehen wir ins Geschäft. Bei mir in Zürich. Im Barbershop. Okay, jetzt sind wir gespannt. Ja, man. Sind wir am Zügeln oder sieht das immer so aus? Das sieht nie so aus. Das sieht richtig scheiße aus. Ich hätte fast nicht hier, weil es so scheiße aussieht. Also, für die, die sich fragen, wir können nicht zu laut reden, weil es sind noch Leute am Schlafen. Da sind wir. Finest Barber. Richtig schön eingerichtet. Mal etwas anderes. Nicht so das klassische Modell. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich klassisch, ja. Sogar eine alte Kasse. Ist das dein Team da? Nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz. Linke Seite sind alle vorhanden, rechte Seite die zwei sind nicht mehr rum. Okay. Leider. So die 3 da. Also, den solltet ihr kennen. Also das ist dein Vorgänger. Ja. Und was hast du gesagt? Der älteste Barbershop in Zürich? Ja, voll. Der allerälteste? Ja, also der allerälteste bestehende Barbershop. Crazy. Also wo immer am gleichen Ort ein Barbershop Ja. oder einfach Haarschnitt ist. Und seit wann betreibst denn du? 17. 2017. Ja, du. Du machst immer um 5:30 auf. Donnerstag und Freitag ist offiziell ab dem 6 Uhr Termine. Ja, wenn ich Lust habe, zum Teil mache ich auch so früh auf, aber Donnerstag und Freitag ist eigentlich immer um 6 Uhr, Um 6 Uhr. um 10 Uhr. Ja. Okay.
Ist das ein Einzelstück oder kann Das man die so Einzelstück bestellen? Nein, gibt nur einen von dem so und der andere, also der linke von dem hat Luzern drauf. Ah, ja. Genau. Der ist jetzt in Zürich. Und, Also der Luzern, andere- hast du in dem Fall noch einen zweiten Standort? Ja, voll. Luzern. Das sind die beiden einzigen oder hast du nochmal einen? Nein, da habe ich nochmal einen. Nochmal einen? Also, wie stehst du jetzt da wieder her? Als wäre so nur ein Flexer. Bist du einen Zeitplan am Studieren? Yes, sir. Heute Morgen sind wir um 4 Uhr aufgestanden, sind ein Sport machen. Dann parat gemacht alles und am 6 Uhr der erste Kunde. Halb 6 sind wir da gewesen. Dann habe ich Türen heute bis um halb 6. Halb 7 habe ich Training beim Personal Trainer. Und um halb 8 habe ich einen Auftrag außerhalb zum Haarschneiden in Zolliken in einer Villa für einen Klient. Ja, dann bin ich um halb 10 bin ich dann fertig mit Arbeiten heute. Ja, Mann. Ich Feierabend. Ja. Wir waren nicht in Wüst gewesen. Und der Herr hat einfach alle Canapés mitgenommen, die sie im Lager hatten. Das Schlimme ist, ich mag gar nicht alles sagen. Aber ist geil, ich meine sorry. Brutal. Es ist eigentlich das dort oben. In 5 Stunden hast du bis zu gesehen hast. Bro, Hallenstadion. 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 Bin ich Vorgruppe von Enrique Iglesias gewesen. Ja. Und dann ist schnell 1,5 Stunden das Hallenstadion aufgehängt. Crazy. Schön in der Mitte zwischen Elvis und Ray Charles. Schön in der Mitte. Dass auch, weißt, dass auch würdig ist. Das ist würdig. So, also wenn man sieht, es ist hell geworden, die ersten Kunden sehen frisch aus. Yes. Und was ich mich jetzt immer wieder gefragt habe, so, wie machst du das? Barbershops, DJ und dann hast du noch Familie. Und wann findest du Zeit für die Familie? Es ist leider ein bisschen eine Planungssache. Also ich muss einfach mein ganzes Leben in dem Sinne durchtakten, durchplanen, Termine setzen. Wann mache ich frei? Wann bin ich daheim mit der Familie? Wann bin ich am Arbeiten? Wann bin ich am Auflegen? Und das sind so ein bisschen, es ist alles durchgetaktet, es ist durchstrukturiert. Oder? Durchgeplant in dem Sinne. Genau, und so geht es schon. Aber es ist halt dementsprechend auch viel Arbeit, um das Ganze tight und sauber auch durchzuplanen, genug Zeit einberechnen für Anfahrtsweg, für wie lange lege ich auf, wieder zurückfahren, wie sieht es am nächsten Tag aus und so. Ja, voll. Wie bin ich fit auch, wann soll ich aufstehen, wann steht ein bisschen auf, da kann ich auch nicht planen, sondern es steht dann auf. Und dann ist es so. Und ja, so ist es, aber grundsätzlich, wenn es durchtakt ist, dann kannst du wahrscheinlich nur mal etwas mehr machen und du kannst es auch noch reinberechnen. Ja, gut. Mehr könntest du immer machen, aber wenn ich jetzt bei dir sehe, das ist vollpackt. Also Hut ab, wie du das schaffst. Ich glaube, ich würde es nicht anbringen. Dann würde ich mich mal noch umziehen und dann sehen wir uns heute Abend. Sehen wir uns heute Abend im Kauf? Beim zweiten Teil, genau. Ja, wenn ihr unschwer könnt erkennen, ich bin wieder daheim. Ihr habt jetzt gesehen, wie es ist, wenn ihr im Laden arbeitet. Und jetzt gehen wir schauen, wie es ist, wenn ihr als DJ auflegt.
als DJ Angels. Wir haben heute den 31.12. Silvester im Kaufleuten. Es wird pumpenvoll. Und dann würde ich sagen, sieht man sich, wenn wir sie getroffen haben. Peace! Was hat er sich bestellt, was? Einfach Schnitzelpommes. Zeig mal. Der Angels ist gerade am Soundcheck machen und ich sehe mir ab und zu in einem Video von mir und der eine oder andere fragt sich sicher auch, wer ist der Typ? So, dann will ich dich auch einmal bitten, dich vorstellen, den Leuten, die dich noch nicht kennen, und vielleicht kannst du auch gerade erklären, so, was ist dein Bezug zum Angels, dass du heute da bist? Wie ihr alle wisst, ich bin der Champ. Mach eigentlich das Management vom Angels. Ich kenne den Angels seit 10 Jahren. Wir sind seit 10 Jahren befreundet. Er ist auch mein Barber, er ist auch ein sehr guter Kollege von mir. Und da sind wir im Kaufleuten. Und zu mir werdet ihr eigentlich noch mehr erfahren in einem nächsten Video, wo wir mit Buko Fisi machen. Und sind gespannt. Es wird cool. Sehr gerne. Hallo! Wir sind jetzt hier im Kaufleuten Backstage. Du hast deinen Soundcheck durch. Ja, Mann. Bist du hyped? Hey, mega. Es ist jetzt 5 vor und jetzt geht's in 5 Minuten geht's los. 2 Stunden vor 12 Uhr. Ich bin schon recht gehypt. Ich war die ganze Zeit vor diesem Gig gehypt. Und ich habe gehört, du bist allein, ganz allein heute Abend. Ja, ich spiele den ganzen Abend allein. Also vom 10 Uhr bis fertig. 7 Stunden. 7 Stunden allein. Ja. Oh mein Gott. Oh. Nein, Also, kommt gut. Kaufleuten, leihst du gerne auf? Ich lege gerne auf, mega gerne sogar. Es hat immer coole Leute da. Das ganze Personal ist mega cool. Die Isa, gross an dich Isa. Simona, gross an dich Simona. Reto, all die mich da mal buchen tun, auf jeden Fall mega herzliche Grüße und vielen Dank, dass ich da im Kaufleuten spielen für euch. Und auf weitere Gigs, auf weitere unvergessliche Momente. Ich freue mich sehr, mit da zu sein. Also würde das unter einer von deinen Top ja, Clubs? Also ist wirklich so mein Favoritenclub in Zürich, weil ich wirklich auch gerne und viel kommen und immer mit guten Leuten und eben mit dem ganzen Personal, das hier arbeitet, von der Technik zum Licht, wer auch immer mega viele unvergessliche Momente gehabt und von dem her wirklich einer meiner Lieblingsclubs. Heute haben wir 2000er angesagt, ist das richtig? Nicht ganz, es ist gemischt zwischen den 2000er zu den 2010er bis heute. Ganz wenig 90er, einfach die absoluten Knaller vom 90er einfach noch. Aber eher gemischt, eher ein bisschen moderner heute. Okay. Also ist das in dem Fall dein Stil, den du auflegst? Oder? Ich lege ihn gerne auf. Es ist nicht ganz mein Stil, wo ich in dem Sinn gross geworden bin mit dem. Es ist eher hitlastig, also es ist mehr so ein bisschen Flowrider, Tayo Cruz, die Hits halt von den 2000er, 2010er und drüber. Ich meine, du kannst sie alle selber nennen. Es ist wirklich ein brutales Jahrzehnt, brutale 2-3 Jahrzehnte sogar. Und das läuft eigentlich vor allem heute Abend. Ja. Alkohol beim Auflegen? Nie. Gar nie? Nie. Wasser. Das ist Immer super. Wasser. Trinkt Wasser, lasst die Finger vom Alkohol. Aber konsumiert. Einfach mega viel Wasser. Gibt es einen Song, den du aufgrund von deiner DJ-Karriere nicht mehr kannst spielen, hören? Wo ich sicher nicht spiele, ist Laila. Das spiele ich einfach nicht. Alle Ballermann-Freunde. Ja, Müll. Leider muss ich euch enttäuschen. Müll.
Müll. Und dann geht die Gegenfrage, gibt es einen Song, den du immer kannst bringen? Kaufleute bringe ich gerne Hangover. Das macht auch hure miese Stimme, wirklich so alle am Schreien, gerne Hangover. Wow! Man siehst sogar ihn zieht es mit. Oder Macklemore, Hold Us. Hold Us, ja. Wo auch mega abgeht an diesen Motorpartys und jetzt auch sicher heute ein Hit, wo läuft. Usher, Yeah natürlich. Da habe ich so eine spezielle Version davon, so eine Arabic-Version. Die ist recht geil. Vom, wie heisst er? Vom Wolf. Wolf heisst er. Das ist ein Amerikaner. Und die wird sicher auch laufen, die Version. All die, halt eben die krassen Hits. Ich meine, sorry, das sind so viele. Wir haben noch ein paar Fragen auf Insta bekommen. Ich habe ja eine Story gemacht, ihr könnt Fragen stellen. Kannst du die vielleicht einfach kurz beantworten? Ja. Du musst nicht gross ausschweifen oder so. Gut. Bester Club in ZH? Ja, Kaufleute. Was ist dein Idol? Nicht berufsspezifisch, einfach generell. Oder hast du überhaupt ein Idol? Ja, ich habe einfach mega viele, glaube ich, die in verschiedenen Sparten rein sind. Aber Elon Musk ist so einer, wo ich mega viele Sachen von ihm geschaut habe und ja, ich glaube, der ist einer von denen. Ja. Was für Musik leihst du auf? Mein Genre ist Latin sicher. Eben die Motorpartys 2000er mega gern. 90er spiele ich auch ganz gern. Afro. Eigentlich hinter Latin kommt das Afro. Ja. Und dann so ein bisschen urban mischt sich so ein bisschen mit all diesen Genres ein bisschen rein. Ja. Latin, Hip-Hop, R&B und Afro zusammen ist so ein bisschen der urbane Stil. Das ist so mein Stil. Wer ist dein Lieblings-DJ? Mein Lieblings-DJ aus Zürich. Allgemein. Der K-Rim. Der K-Rim. Shoutout, K-Rim, ja Mann. Ja, ist ein rechts DJ-Vorbild für mich hier in Zürich. Und wenn wir ganz international gehen, dann ist es der DJ Snake. Das ist so ein bisschen der, dorthin würde ich auch gerne wie er, so von der Musikrichtung, von wie viel Crowd er zieht und wie er den Crowd Control hat und so. Und das ist schon crazy. Ja. Wo war dein Lieblingsauftritt bis jetzt gewesen? Hallenstadion. Hallenstadion. Da habe ich die Vollgruppe von Enrique Iglesias gemacht. Ausverkauftes Hallenstadion, 14'500 Leute und ich kann alleine dort oben das Warm-up machen. Das ist das, was ich dort drauf angesprochen habe, gell? Ja, genau. Im Barbershop. Im Barbershop gibt es ein Bild, ja. wo halt die Crowd vorne dran war und ich dort. Das war so, glaube ich, auch mein Lieblingsauftritt. Ja. Die Frage muss ich stellen, weil ich habe ein bisschen recherchiert so auf deinen Socials. Und dann habe ich dort auch ab und zu den Logo Escrito gesehen. Dann musste ich wissen, so, was hat das auf sich? Hey, ich bin 6-7 Jahre lang in 2DJ gsi. Habe dann die letzten 3 Jahre Backing Vocals für ihn gemacht, als zweite Stimme von ihm. Jetzt bin ich nicht mehr mit ihm dabei, ich habe einen Sohn bekommen. Habe jetzt pausiert für 1-2 Jahre und vielleicht sehen wir uns dann wieder mit ihm auf der Bühne. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dem Logo und mir. Ja, weil ich habe ihn auch schon 2019 am Energy Air unabsichtlich gesehen dort. Ja. Und er ist mir doch geblieben, weil sein Markenzeichen, sein Gesicht ist schon markant. Mir? Ja. Oder am Logo sein? Nein, dies. Ah, können wir rummachen? Später. Okay. Auf jeden Fall, ihr habt gesehen, wie wir ihn begleitet haben als Barber. Und jetzt werdet ihr natürlich noch sehen, wie es im Kauf abgeht. Ich würde sagen, wir zeigen es Ihnen, oder? Ja, wow, ja. Let's go! Let's go!
schön, habt ihr das Video ganz fertig geschaut. Wie ihr seht, ich bin wieder mal im Dienst. Ich habe mich nochmal ganz herzlich bedanken beim Angels und beim Jam für den geilen Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sieht man sich, wenn es wieder heisst. Oh, der Book of Peace ist drin, Jungs!